Dankschein von der Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, Saat und Rütgeschenk von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für Vandel. Aufteilung 4, Kapitel 17. Fähigkeiten für Kommunikation. Die 2 Mal, wat ik in Panama geweest zie ik vele Mal über die Bridge of the Americas, de Brug van de Amerikas, gefahren. De Brug geht über den Panama-Kanal und verbindet nur in Südamerika. Diese Brug ist zweifellos ein wichtiger Bü, um auf dem Land zu reisen. So ist Kommunikation gleich so wichtig für eine Ehe. Kommunikation ist so als eine Brug, wat de Levens von 2 Personen verbindet, wodurch dort möglich wird, mit dem anderen frei am Hort und Sinn verbunden zu sein. Kommunikation ist nicht bloß wichtig, aber unbedingt nötig für die Ehe. Die meisten Menschen würden einen Genoten von verbesserten Fähigkeiten für Kommunikation tragen können. Daher will ich in dit Kapitel wat Grundwahrheiten mitteilen, wat diese Fähigkeit für Kommunikation verbessern sollen. Für wie 5 Schlädel für rechte Kommunikation in der Ehe verhandeln, will ich wat grundlegende Arbeit tun. Zum Anfang muss wir die anleifliche Kraft von wir erkennen. Nur die Bibel no, wird das ganze Welt allen alles, was da binnen ist, von Gott seine Geseide wir erschaffen. Und bet so ist ein großer Part von unserer privaten Welt, woran uns erst auch durch unsere Wert und die Wert, was andere über uns gerät und wie gelebt haben, geformt worden. Sprüche 18, Vers 20 bis 21 erklärt diese Wahrheit. Ein Mann wird voll von dort, was sagt, und muss leben mit was seine Lippen geredet haben. Die Tongue hat die Gewalt über Doten leben, und wer hierin redet, wird mit ihrer Frucht leben. Wir haben anleifliche Kraft. Kraft, um zu verwunden oder zu heilen, zum Verdorben oder zum Abbühen. Wir müssen uns selbst belehren, wir, was abbühen, stärken, ermutigen und heilen zu brocken. Das Gegenteil passiert, wenn wir zu der bekannten Versicherung anwählen, mit unseren Partner einen Krieg zu führen, wegen vergonende Evadrisse oder Weidog. Wenn du gewahr warst, dass du mit Wirt Schuss geschoten hast, dann du Buße in Frage um Vergebung. Ich muss dit zu kehren tun. Am Anfang von unserer Ehe hat ich mit schneidende, spaterende und unnutzmachende Wirt gemissbraucht. Nachdem dat Karen mich verjeft hat, seht sie mir, dass in unserer Ehe nicht so weit getan hat, als die harte Wirt, was ich zu ihr gesagt hat. Auf einer TV-Unterhaltung redete bekannter Spußmacher Jonathan Winters einmal über wo in seine Kindheit wir missbraucht worden. Als ihren Stoff vertalt, wo sein Vater am sehr verschlagen und auf verschiedene andere Wege missbraucht hat, muss einen Ausdruck, was ich keinmal vergeten war. Er sagt zu dem, was diese Unterhaltung mit ihm macht, dass er viel lieber wohl körperlich verschlagen worden als mit Wirt. Den Norven von Wirder Missbrauch, was er von seinem Vater gekriegt hat, wären viel eher als die körperlichen Norven. Dort gibt uns alle was am über nachzudenken. Wir müssen nicht bloß die anleiflich große Kraft in Wirt verstehen, aber wir müssen auch verstehen, dass wir ein Tag bei Gott Rechenschaft aufgeben worden für jeder einzelne Wort, was wir reden. In Matthäus 12, Vers 36 bis 37 sieht Jesus dit in Verbindschaft mit der Todchen für gerecht. Ich sage Ihnen dit, am Gerechtstag wird der Mensch Rechenschaft geben für jeder annützelt Wort, dat hij gereed heeft. Wils der jene ene wird, wo je gerecht vordigt, en der jene ene wird, wo je verdammt. Wenn du wird gereed hast, wat du weißt, dat die aanrecht oder schädlich sind, dann musst du für Gott Buße daunen und arm um Vergebung fragen. Wenn du dat tust, wird er die vergeben, indem dat verseinende Blut Jesu deine Sünden auflascht. Aber du musst auch für deinen Partner und für deine Kinder und andere Buße daunen, terwijl du wat gereed hast und ihn um Vergebung fragen. Indem dat du die Kraft von deiner Wirt verstehst und an deine Verantwortlichkeit für deine Wirt für Gott und andere wandelst, wird dein Leben voll von Leben und gute Frucht sein. Nächstens musst du verstehen, wo nötig Kommunikation ist, um deine Ehe zu verbinden. Ein Don't, wo lang die jünt gekannt haben, oder wo gut deine Ehe evens ist, die können als paar bloß gar nicht sehr nur werden, wenn die nicht rechte Kommunikation haben. Ich habe viele Ehepaare gekannt, die über 40 Jahre oder länger sind befriedigt gewesen, und die kennen sich immer noch nicht gut und sind nicht nur in ihr Verhältnis. Sitzt, dort ist nicht genug, dass die in dasselbe Haus wohnen, dieselbe Kinder haben, dieselbe Schlafstube und dasselbe Scheckbuch und viele andere selbe Dinge haben, wenn die nicht untereinander ihre Gedanken und Gefühle durch rechte Kommunikation mitteilen.
Kommunikation ist das Wichtigste für dich, um an unsere ehelichen Verhältnisse geistliche, gefährliche, sinnliche und praktische Einheit anzusetzen. Das ist kein Wunder, dat sollten uns immer wieder versägt, bei uns untereinander zu verklagen, und uns versägt, dat wir mit unseren Miele singen sollen und uns mit Wert voneinander trennen. Hij weet dat wanneer hij onze Wert vergiften oder überhaupt terugholen kann hij ons Verhältnis leicht kontrollieren oder verdorven. Laat dat nicht passieren. Mag die dat nu te Abgabe täglich, abrechtje en levende Wert zu deinem Partner zu reden und eine starke Break von Kommunikation zu bühen und zu unterholen. Das dritte Hauptbedürfnis am gute Kommunikation zu haben ist, die Unterschiede zwischen Männer und Frühen zu verstehen und anzunehmen. Rechte Kommunikation in der Ehe kann bloß dann passieren, wenn die Bedürfnisse und Unterschiede von jeder Partner verstanden und respektiert werden. Zum Beispiel, omdat ein Mann seine Frau recht was überbringen kann, muss er ihr Bedürfnis für tiefe, einzelheitliche Kommunikation verstehen, so als wir in das Kapitel durchnahmen, wo wir von reden, dass Männer die Früh ihre Bedürfnisse erfüllen sollen. Eine Frau will nicht Überschriftantworten haben. Fehlt dort an die Einzelheiten, an die ganze Geschichte. Wenn ein Mann eine Frau ihr Bedürfnis für geduldige, einzelheitliche Information nicht versteht, wird ihm das vielmal euren, dass sie alles weiten muss. Viele Männer feilen einfach so, dass ihre Frühe ihren Uitfragen und nicht vertrauen, wen sie Information haben wollen. Aber Männer müssen verstehen, dass Gott früher mit das Bedürfnis erschaffen hat. Die Kraft und Neuheit von das Eheverhältnis ist ganz abhängig davon, dass ein Mann wirklich und frei wird mitteilt. Behaltet, Männer. Jene früher ihr Bedürfnis für offene Kommunikation ist für ihr Krieg so wichtig als Sex für jünd ist. Wenn du den Reden zu ihr abhirst, wirkt das auf ihr Krieg so, als wenn deine geschlechtliche Bedürfnisse aufgesagt wurden. Männer müssen lernen, dort anzunehmen und zu schätzen, dass ihre Werte ihre Frühe sehr wichtig sind. Alle Tag von tidig zu morgens bis lotse overs bühen die Wert, wat Männer zu ihre Frühe reden, die Welt, wo sie als früher Spinnen wohnen müssen. Wenn das eine sichere Welt mit genug Verrot ist, worden die früher blieben und sich zu ihren Männer durch Reich verholen. Wenn diese Umgebung überhört und nicht erfüllend ist, müssen Ehemänner weiten, dass diese Umgebung für ihre Frühe gefährlich ist, und daher ist auch ihr Verhältnis mit ihnen Gefahr. Und, krieg so, als Männer die Unterschiede in ihre Frühe verstehen und annehmen müssen, so sind auch was Unterschiede, was früher in ihre Männer verstehen müssen. Männer sind in ihre Gefühle anders als früher. Wo und wo sie mitteilen ist anders. Männer sind gefühlig anständig und körperlich unanständig. Wenn ein Mann auch welche ist, seinen Körper daller zu offenbaren als früher, passt er über daller ab, über seine Seele zu offenbaren. Früher sind Krieg anders. Eine Frau ist körperlich anständig und gefühlig unanständig. Sie ist viel daller bewusst über ihren Körper und wo sie den offenbart. Dieselbe Frau, was mit ihrem Körper so anständig ist, wird beim Betoldash im Stuhl stehen und zu einer ganz fremden Person wird von den neuesten Einzelheiten von ihr Leben vertalen. Für einen Mann kann das ganz was Wunderbares sein, und mal Tote horchen, wenn eine Gruppe früher vertalt. Wenn früher so eine Vertalung als gesund und normal anchecken, ist das für die meisten Männer unmöglich und nicht von ihrer Natur. Wenn eine Frau körperlich anständig ist, braucht sie eine beschützte Umgebung, um sich an Sex zu erfreuen, eine sichere und beschützte Stätte, wo sie aufmachen kann und ihren Körper mitteilen. Aber die meisten Männer können meist irgendwo Sex genießen. So ist das dann auch, wenn Männer eine Gefühle anständig sind, haben sie eine beschützte Umgebung nötig, um ihre Gefühle aufzudecken und anfangen zu reden. Männer fühlen sich überdrüssig und ungegangen, wenn von ihnen erwartet wird, dass sie ihr Diebstahl ausscheren sollen, wenn andere Menschen rum sind oder gerade durch die Idee sind, wenn sie von der Arbeit kommen. Was Karen und mich sehr halt mit unserer Kommunikation wir, dass ich mich dort abgehoben habe, aufzusenden und mit ihr zu vertalen, und dass sie dort taugeef, dass sie mich lassen, wo die rechte Zeit entsteht, dort zu wählen. Je früher, wenn je die Angewohnheit haben, Familie und Freunde alles zu vertalen, was an jene Ehe vergeht oder was jene Männer sagen und tun, dann rechnet nicht damit, dass jene Mann sich aufmachen wird. Männer grühlen sich und feilen, dass je nicht arg gedonen wird, wenn sie denken, dass ihre früher die Einzelheiten von ihren Lebens bei anderen uitploppen worden. Wenn das auch angebracht ist, gewisse Dinge über jene Ehe in jene Leben mitzuteilen, musst du deinen Mann das sorgfältig mitteilen, dass er die vertrauen kann. Denk daran, wenn du seine gefährliche Anständigkeit und Sicherheit übertrittst,
Haft dat dezelfde Folgen, als wanneer hij zijn Arbeitskameraden nog Bilder van die wijs en er Einzelheiten van hun seksleven vertelt. Om dit op te nemen is dat wichtig, dat we alle de onleifliche Kraft von onze Welt erkennen. Wir moeten ook verstaan dat het onregelmäßige Kommunikation naar beide Richtungen haben, allmählich erst eine starke Ehe zu haben. Aber denkt daran, dat Reden allein nicht bedeutet, dat die Kommunikation haben. Indem du die dazu Abgabe machst, ein starkes Kommunikationsband in jener Ehe zu bauen, waren die folgenden 5 Schlätels die helpen Erfolg zu haben. 5 levende Schlätels für Kommunikation in der Ehe. Nummer 1. Für sich an sich besorgt sein, Drum geben. Hast du mal mit wem vertelt, wat die bloß nicht an Ohren schickt, oder wen sichtbar nicht bei der Sache wir, dat ist eine ewigdrissige Erfahrung, um nicht zu viel zu sagen. Als eine Person, die nicht anschickt, nicht freundlich zu dir redet, oder irgendwas wat dat ist allgemein nicht schwer anzuworden, wenn jemand nur an die Drum jaft. Wenn dat die Person bei der Geldkasse am Stuhl ist, oder sitzt wer, wem die gerade so trafst, dann ist so eine Anstellung von Jahren bloß ein bisschen amaglich oder troublend. Aber wenn dein Ehepartner sich so verhält, dann ist das sehr weh. Dat rechte Kommunikation in einer Ehe passieren kann, moet wir dafür abkommen, dass wir einander dort wiesen, dass wir wirklich was dran geben. Dit fängt an, indem wir dort in uns selbst bestärken, was für einen Wert unsere Partner haben und wofür wir ihn schätzen. Dort geht wieder, indem wir ihnen dort beständig und wiederholend sagen, wo wichtig sie sind und wo viel wir ihnen dran geben. Aber die kreinende Herrlichkeit von unserer Beweise, über wo viel wir ihnen schätzen, kommt von dort, was wir durch uns Leben bewiesen haben. Bemerkt jeder ein von diesen 7 täglichen Dinge von dein Leben sorgfältig, während die deine echte Lebenbesorgnis für deinen Partner sehr krank überbringen wollen. Nummer 1. Augenkontakt, sich anchecken. Nummer 2. Live- und Körpersprache. Nummer 3. Uitzicht, wo dein Gesichtsausdruck ist. Nummer 4. Was für einen Ton und wo die Stimme ist. Nummer 5. Wo ein Kontakt gemacht wird und wo leicht gefährliche Verbindung ist. Nummer 6. Einstellung zum Deinen und zu gefallen. Nummer 7. Gefühlsvoll sein zu innerliche Bedürfnisse, zu weidagen Verlangen. Wenn diese 7 Teile auf einen positiven, ständigen Weg bewiesen worden, dann weiten Partner, dort wir einen Traum geben, und so mag wir dort viel leichter verhindern, sich aufzumachen und mit uns mitzuteilen. Aber wenn diese 7 Dinge aufwesend sind, oder auf einen negativen, unbeständigen Weg durch sind, dann beweisen wir, dass uns dort an wirklichen Mitfeilen mit unserem Partner mangelt und wir verhindern offene und abrechte Kommunikation. Mit jeder Teil von unseren Horten in unser Lebens, müssen wir unseren Partner dort täglich klar unterverstanden geben, dass wir am Ende besorgt sind. Denk auch daran, dass was dran geben nicht starke Gefeile verlangt. Achtet Christus ähnliches Besorgnis beweist sich daran, dass mutwillens eine Entscheidung gemacht wird, die andere Person zu schätzen und zu unterstützen. Gefeile kommen und gehen. Versorgen und Mitfeilen sind die wichtigsten Verpflichtungen, die bleiben, ein Dort, wo wir feilen. Wenn wir diese Entscheidung einmal gemacht und auf wirkliche Wege bewiesen haben, kommen positive Gefeile meist immer heran. Das ist bloß eine von den Segnungen von einer Ehe, was auf mutwilligen Gehorsam zu Gott gebüht ist. Nummer 2. Handgegebener Sinn, Horchen. Du hast ein Unterschied zwischen Hören und Horchen. Hören ist dort, was das körperliche Ohr abnimmt. Horchen ist dort, was das Ohr hört, auf einen sinnvollen Weg abzunehmen. Dort ist wirklich gut möglich, was zu hören, ohne wirklich zu horchen. Zum Beispiel, eine Person, die besieht einen trockenen Weg wohnt. Wenn das Gelüt am Anfang auch sehr unmöglich ist, lehrt die Person sich dort mit der Zeit, das Gelüt vom Weg auszuschalten und noch andere Dinge zu horchen. Kriegst ist es auch möglich zu hören, was wer zu uns sagt, ohne wirklich zu horchen. Wenn wir auch nur die Person kicken, freundlich und sogar, sagen, und eigel Neckkappen, so als wenn wir ganz mit anstimmen, dort ist möglich, das alle zu tun und dabei an ganz das was zu denken. Und bet so als der Ole sagt, dort liegt es an, aber du hast keiner Tüß. Wann immer unsere Partner zu uns reden, soll wir sorgfältig horchen. Vielmals teilen Menschen uns mehr mit als bloß die Wert, was sie sagen. Wir können bloß dann ganz verstehen, was gesagt wird, wenn wir ab ihrens horchen. Und unsere Partner waren dort all bald anworden, wenn wir nicht nur horchen. Wenn das wiederholend passiert, waren sie lehren, ihre Wert für andere abzubewahren, was horchen waren. Wenn du eine Ursache hast, wo sie die Neurots nicht abmerksam nur deinen Partner horchen kannst,
dann muss die oprechtig sein und damit handeln, wenn das nicht reicht, als dienen Partner pinkelige Kommunikation aufzusagen. Du musst dann Zeit und Recht lehren, mit Auflenkungen und Problemen zu verhandeln, zodat die klar vernehmen kannst, was dein Partner sagt. Die te helpen te horchen en deinen Partner dort te wiesen, dat du horchst, helpt dat vielmal, wenn du Fragen stellst, über was gesagt wird. Red nicht zu vorgemank, aber frag Fragen über Sund, worüber du mehr Information haben musst, oder mach karte passende Bemerkungen über was gesagt wird. Dort ist so krieg so wichtig, dass du die Person ankickst, was zu dir redet. Wenn deine Augen von einem oder das andere gehen, dann wird dein Sinn auch bald. Unsere Augen sind die Fenster von unseren Seilen und die sind ein sehr wichtiger Port von wo wir mit anderen Kommunikation haben. Die Auflenkungen von der TV, eine Post oder andere Dinge können für gute Kommunikation sehr schädlich sein. Sicher, im Haus vertellen wir alle bei an, dass wir andere Dinge tun. Aber wir müssen regelmäßig gezielte, beschützte Tiden zur Seite setzen, wo wir mit keinem und mit nichts in der Welt sind über irgendwas. Karen und ich tun das immer noch, entweder tätig zum Morgens, wenn wir taub für einen Spaziergang gehen, oder lot am Abend, wenn Dinge anfangen not zu loten. Die 2 Tiden am Tag geben uns den Grund für uitgetekende Kommunikation. Nachdem, dass wir über 45 Jahre sind befreit gewesen, fehlt uns dort immer noch, und uns geht das auch schein. Wenn dein Partner ist vorig haft mit was sagen, es dort Antwort geben darauf, noch ein wichtiger Weg, um mitzuteilen, dass du dabei gewesen bist, wie was gesagt ist. Du musst nicht unbedingt alles verstehen oder erklären können, was dein Partner gesagt hat, aber du musst deinen Partner weiten lassen, dass du alles gehört hast, was gesagt worden ist. Wenn du eine angebrachte Antwort ist, dann gib die. Manchmal fehlt deinen Partner das daran, dass du eine Antwort gibst, was du darüber denkst, was er oder sie gesagt hat. Andermal sollst du bloß einfach was sagen, was oder weiten lässt, dass du das verstanden hast. Was immer da fehlt, du musst feinfühlend genug sein, und zu deinem Partner am weiten zu lassen, dass du hören wirst, was er oder sie zu sagen hat. Heute kritische Wert oder ein sinnloses Wiederaufschritt stören, nur dem dort was gesagt ist worden, büht eine Wand zwischen ein paar, was du versucht, Kommunikation zu haben. Nummer 3. Wörtliche Wertschätzung. Loben. Psalm 100, Vers 4 sagt, Gott durch seine Puten mit danken, en an seine verhevenen Amt zu loben. Dankt am en loft seinen Namen. Die Bibel no, go wie an Gott seine Puten mit danken nennen en an seine verheven mit loben. Unser Wert von Wertschätzung und Loben für Gott leiden uns an seine Jehen wird nennen. Gott leicht dort durch zu sein, wo gepriesen wird, und wenn er wem fängt, wird welch ist am zu preisen, umringt er die Person mit seinen Jehen wird ein Leib. Dieselbe Regel ist zu allen Menschen anwendbar, während die an Gott sein Ebenbild erschaffen sind, also die gleichen dort, gelobt und gedankt zu werden. Loben ist die Schlädel, was das Hort von irgendeiner Person aufschlägt. Versägt das irgendwann einmal mit ein Kind. Fang mal an, dort zu loben und bemerkt, was passiert. In einer Umgebung von Wertschätzung hat ein Kind Erfolg und dort wird ob. Aber, wenn du das Kind beständig kritisierst, bemerkt, was passiert. Das Kind, was an jeden Wort von Wertschätzung und Loben bleibt, wird verbessern und gefälligst tauschlüten. Wenn wir nicht abpassen, neigen wir unsere Sehnungen zu verjäten und sind ganz trocken mit unseren Problemen und alles, was wir nicht haben. Das ist, woran das so wichtig ist, dass wir lernen zu loben und Dank zu geben. Über diese Wahrheit sagt Psalm 50, Vers 23. Wer mir ein Dankopfer bringt, ehrt mich dadurch, und der macht den Weichheit, dass ich am Gott seine Radung wiesen kann. Was für ein kraftvoller Schriftfahrer. Sogar, wenn wir nicht nur noch feilen, wenn wir Gott ein Dankopfer bringen, mag wir den Weichheit, dass er große Dinge in uns Leben tun kann. So ist das in der Ehe auch. Wenn wir nicht aufpassen, wo wir unseren Ehepartner seine gute Stärken und wo so wir Leib haben, bald verjäten. Und so schwindel das passiert, fangen wir kurz an die negative Sachen von unseren Ehen und an alle schlechten Dinge von unseren Ehepartner zu denken. Dann wird ein Ton von Grunzen und Unzufriedenheit in unser Heime angeheft und schlechte Dinge werden anfangen zu passieren. Wir müssen uns selbst belehren, unseren Partner zu danken und zu loben. Sogar wenn wir nicht nur noch feilen, und seine unsere Meinung, auch mal bloß die Schaurecht zu bringen verstehen, müssen wir daran denken, uns damit zu befoten und unser Partner dort weiten lassen, dass sie die beste Show zu bringen in der ganzen Welt sind. Wenn wir das tun, mag wir die Wahrheit, dass Gott in unserer Ehen große Dinge tun kann. Nummer 4.
leivendet vernehmen. Paulus schreibt deze weer tot de kerk van Epheser, wo hij ermahnt, an Christus te riepen en ein te worden. Wir moeten an einen leibtollen Geist die Wahrheit verbreiten, en wir moeten an alles abwassen in Christus ähnlich worden, der ans Haupt ist. Epheser 4, Vers 15. Noch ein Aufschnitt von Sprecher bestärkt dieselbe Wahrheit. Lot truhat je leven Wahrheit nicht von die onen, häng die dei am dat je nek, en hul die am hart, als wann die dool geschrieben sind. Dann wirst die begotten Menschen gut angesehen sein en einen guten Namen haben. Sprecher 3, Vers 3 und 4. Eine Ehe wird dat vielmal vorkommen, dat wir unsere Partner über wat anreden motten, wat sie gedonen oder nicht gedonen haben, wat uns gar nicht gefällt. Dit kann sehr wat Verschiedenes sein, zwischen ein kleines Besorgnis oder eine tiefe Beleidigung. Wer in diesen Tiden unvermeidlich sind, muss wir uns die Fähigkeit lehren, auf einen gesunden Weg den Partner darüber anzureden. Wat von der größten Schaden passieren zu in Tiden, wo sie sich einander vernehmen und sie einen Streit lösen wollen. Das Problem ist nicht, dass sie sich darüber anreden, aber was für eine Methode sie dort brauchten. Die Bibel gibt uns, was weise wird, uns zu helfen, dort zu vermeiden, dass wir einander Schaden andauern, wann wir uns an sich vernehmen und uns die Gelegenheit geben, regelmäßig Ärgernisse und Besorgnisse über Deal zu bringen. Das Erste, was wir lehren müssen, ist Wahrheit mit Leib und Gleichgewicht zu stellen. Wann immer wir unsere Partner über was anreden, dann müssen wir, so als Sprecher 3, Vers 3 sagt, Wahrheit und Leib uns geneck bringen. Die Wahrheit allein ist gefährlich. Einige daunen sich damit Grouch, wo voll sie von Wahrheit sind. Aber vielmal schlachten diese anderen Menschen auf grausame Weise mit ihr Hort sein und nicht ein Mitgefühl haben. Daher soll die Wahrheit keinmal allein reisen. So ist Leib allein auch nutzlos. Ohne die Wahrheit zu besiegen, ist Leib ein bedienungsloses Geblauber von guten Dingen, was kein Riechstrang hat. Einige Menschen würden niemals Wahrheit reden, was andere Menschen helfen oder von Schaden aufholen wird, aber sie daunen sich damit Grouch, wo leibend und nicht rechterisch sie sind. Wirkliche Leib mit Wahrheit entholen. Wem ab dem Regen zu klappern, wann er oder sie ab dem Weg nur die Hall sind, ist nicht, wo Gott Leib erklärt. Aber die Person anbrallen und sagen, du Hund, du bist ab dem Weg nur die Hall, ist auch nicht Leib. Leib bedient nur wem zu gehen, oder arm zu umarmen und mit echtem Besorgnis und leibender wie die Person die Wahrheit sagen. Irgendeine Ehe, wo Leib und Wahrheit nicht im Gleichgewicht sind, ist ungesund. Je kranker das Gleichgewicht von diesen zwei Tugenden ist, je gesunder ist die Ehe. Alle Ehen haben Probleme und das ist gesund, han und dann guter Wirtwechsel zu haben, Dinge durchzuarbeiten. Wir sollen nicht Angst haben, uns sich vorzunehmen, wegen das ist, was gaudet. Aber das ist bloß dann, was gaudet, wenn das mit leibende, bestärkende Wirt anfängt. Am Anfang von irgendeiner Begegnung, was wir mit unserem Partner haben, soll wir so was das sein. Ich glaube die, und wir sind an dasselbe Team, und ich sehe ganz für die, aber ich muss die sagen, wo ich mir über was feil, was mir bohrt. Das ist der rechte Ton von leibender Wahrheit, was nur eine friedliche Lösung leiden wird. Das Gegenteil ist, wenn wir uns untereinander vernehmen wollen, und wir unsere Reifels heute abgetrocknet haben, und so was das sein. Ich sehe meid von so, als du mich behandelst, und ich werde nicht noch länger verdrehen. Du beter anders oder ich verlot. Forscher haben bewiesen, dass man sich von so einer Art von einer Unterholung anzufangen nicht verholen kann. Dort wird beter sein, wach zu gehen und etliche Stunden zu kommen und dort gut machen und auf einen leibenden und positiven Weg noch einmal anzufangen. Wenn wir uns das erste Abgabe machen, einander auf einen leibenden und wahrheitsvollen Weg vorzunehmen, muss wir die Wichtigkeit von der zurechten Zeit lehren. Beacht, was Epheser 4, Vers 26 und 27 sagt. Wenn je jünt euren, dann sagt so, dass je jünt der jünen euer nicht versinnen, und vereinigt jünt euer die Sonne ungejet. Geeft dem beisen Feind keine Gelegenheit. Vielmal, wenn Partner so ein Hostje Tuckkrachen haben, ist das durchwehen, dass sie mit den Sachen nicht an Tiet wat gedonen haben. Indem dort Überdrüssigkeiten und Beleidigungen abbühen, ist das so, als wenn ein großer Hüpen aufgangen prall abgesammelt wird. Wenn das dann auf einmal batnon ist, dann ist das so, als wenn Sprengstoff mank den Klampen geschmissen wird. Alles kracht teglich ab. Je länger du mit Problemen und Besorgnissen durchzureden lüst, je sicherer magst du dort, dass es irgendwann gut abdeveren wird. Und je länger du lüst, an was durchzureden, je mehr Gelegenheit haft der Teufel,
am Jünd begint een ander te verklagen en ongezonde Gefeile in Gedanken en dat Verhältnis nen te bringen. Epheser 4, Vers 26 sagt uns, dat wir die Sonne nicht sollen untergehen lassen über unseren Euer, während dort den Dievel eine Gelegenheit gibt, seinen Foutdomang zu stärken. Das griechische Wort für Dievel ist Diabolos. Dat bedeutet Lastra. Daher, wenn wir zu Bad gehen und noch doll sind über unseren Partner, dann hat der Dievel einen Antritt, um unseren Partner bei uns zu verlastern oder beschuldigen, wenn wir schlupen. Was den Dievel so gefährlich macht, ist, dass er so schuftig ist. Behold dat hij im Garten Eden die Form von einer Schlange nahm. Schlangen sind gefährlich, wenn die so unbemerkt kommen. So ist der Dievel auch gefährlich, wenn er so glatt in unseren Sinn gelebt, ohne dass wir das anworden und leicht durch Lehres, Verführung und Lasterung nennen. En ein von den offenen Deren, wat am Fried te schaffen, ist, wenn wir euren so festholen und damit schlopen gehen. Dit is wat ik Menschen über dit zei, wenn ich op die Ehekonferenzen red. Wenn du eine Person bist, wat für euch hat schlopen jet, hast du vom Dievel Rot angenommen und weißt dat nicht einmal. Du hast diepe Überzeugungen über deinen Partner, wat lees vom Aufgrund von der Hal sind, und du glaubst, dat die so sind. Dat is wo so uns gesagt wird, dat wir nicht doll schlopen gehen sollen. Mag dort eine Angewohnheit, von dort Dinge durchzureden und nicht doll schlopen zu gehen. Ein anderer Ding, was wir am Denk holen sollen, wann wir unseren Partner vernehmen über Wort, ist, nicht ernst sein, was sie dachten oder feilen oder denken und feilen, und auch nicht für unsere Feile beschuldigen. Zum Beispiel, das ist ein negativer Weg von den Partner vernehmen, wenn ein Partner so etwas zu den anderen sagt. Gestern, als du das Haus verlässt, seh ich Adai und du gingst bloß wieder der Rüd, ohne ein Wort zu sagen. Ich weiß, dass du mich trägt holst, für was ich den Ferienofen teilt. Und als du das teilst, fang ich wirklich an, mich über die zu euren. Du bist eine trotzige Person und du wirst mich weidaunen. Wenn wir auch weiten, was unsere Partner sagen und daunen, ist das möglich, dass wir nicht weiten, was ihre Gefeile in Gedanken sind, wenn sie uns das nicht sagen. Wenn wir zu erklären versuchen, was sie meinten oder feilen, ist das möglich, dass wir vorhin rein ganz arg sind. Wir sollen unsere Meinungen über was sie denken oder feilen nicht auf ihnen abschmieden. Wenn wir das tun, wird das meiste mal Graal verursachen. Bloß wegen den Partner was die Euer meint, nicht unbedingt, dass den Partner den Euer verursacht. Manchmal stoßen Euer und andere Gefeile ab, wegen wie dort, wenn uns Partner meint, deit oder seht, falsch verstanden. Und andere Male platzen unsere Gefeile ab, wegen wir nicht lieb genug wären oder bloß einfach wegen wie Menschen sind. Unseren Partner dafür zu beschuldigen, so als Menschen dort vorkommen, ist nicht abrechtig. Ein Don't, was passiert ist, hier ist ein Beispiel von wo man den Partner reich vernimmt. Nur abrechte Wertschätzung sollst du deinen Partner ungefähr so als das anreden. Schatz, als du von dort zu Marius aus dem Haus rausgingst, seh ich, Adai, und ich kann nicht hören, dass du dort antwortest. Ich wundert, als da irgendwas zwischen uns ist, was wir benobern müssen, wäre ich viel mir ein bisschen schlagen und ansicher. Ich sei nicht, dass du was recht deutst oder mich weidaunen wirst. Ich sei bloß, wo ich mich feilt, dat wir darüber vertalen können. Ist alles in Ordnung? Das Anfang ist nicht beschuldigend. Dat sagt bloß, was du denkst und feilst, dat die beide taub dort durchreden können. Sicher, wenn dein Partner was wirklich abfallendes oder arrechtet gedonen haft, und du aber sagt, dass nichts arrecht ist, oder hei oder sei du nicht von reden will, dann musst du ein bisschen mehr nachforschen. Aber du musst abpassen, dass du nicht versuchst zu dominieren oder am jeden seinen Willen was tun machen oder am Angrühlen, dass er das sein wird, was du hören wirst. Die meisten Menschen gleichen Konfrontation nicht. Viele Menschen würden lieber meist irgendwas anderes tun, als wem vernehmen. Ich habe viele Menschen hier sagen, ich will viel lieber irgendwas in der Welt tun, um Frieden zu holen, als dass ich wem konfrontieren will. Die Wahrheit ist, du kannst gar nicht bleiben der Frieden haben ohne Konfrontation. Blieb nicht dabei, wij dagen Euernisse unter die Flurdijk von je Verhältnis zu verheen, sonst wird dort an einen Tag so als Sprengstoff abknallen, wann dort von der Zinsschnur von Euer wird angesteckt worden. Mag die dort abgeben, alle Tag Probleme und Schwierigkeiten auf einen leibenden und wahrheitsvollen Weg zu leisen. Der Fall wird ein friedliches und scheinendes Verhältnis sein. Nummer 5. Intime Unterholung. Obsennen. Der höchste Punkt von aller Kommunikation in der Ehe ist die besondere Zeit, was wir taub über intime Sachen mitteilen. Wenn viel Kommunikation und viele Unterholungen in der Ehe auch nötig sind,
sind die schönste Tiden von eheliche Kommunikation, besondere Tiden von diepe persönliche Unterhaltung. Indem je eine offene, beschützte Umgebung stahlen, wo offene Kommunikation frei ranen kann, soll je besondere Tiden sehen und schätzen, um jene innerlichste Gedanken, je Feile in drei mitzuteilen. In diese intime Tiden deil deine diepe, positive Uitdrücke von dein Hort mit deinen Partner mit, über wo sehr du arm oder arleifst. Das kann passieren, wenn je zwei taub allein in einem besonderen Moment wo sitzen oder in die warme Zeit num Geschlechtsverkehr, aber nehmt diese Tiden nicht selbstverständlich. Und verstärkt dort nicht von deinem Partner, wer du deib innerlich bist. Je doller du die aufmachst und aufrichtig und verletzbar wirst, je doller wo je jünt wirklich kennen und je dieper wird jene Noheit und Leid füreinander worden. Ich hoop die halb dort, was du in dit Kapitel über Kommunikation gelesen hast. Ich hoop auch, dass du diese Richtlinien und Wahrheiten anwenden wirst. Und dann, wo viel wir über Kommunikation lesen und verstehen, Erfahrung ist, was das bedeutungsvoll macht. Ich bete, dass je so eine tiefe Kommunikation in jene Ehe entwickeln, dass je das Scheingonen und die Neuheit erfahren, so als Gott das geplant hat, dass es soll. Dankeschön für noch das Bürgharchen Eihe ab einen Stein. Ich wünsche, dass das eine Halb sein für dich und eine Hoffnung, zum eine stärkere Eihe bauen.